Ja, grüß euch benannt und einen Sackenskurren. It's Kasperl. So, jetzt ist es soweit. Ich muss nacharbeiten. Ich weiß. Das ist schon der zweite. Den Müll, den ich mir heute anschaue, der ist schon vom 29.01. Je nachdem, wie lange das dauert, baller ich vielleicht das vom 31.01. oder was, der 30. Wurscht. Nochmal hinten nach. Ich wollte es eigentlich gestern machen. Prokrastinationskasper wieder zugeschlagen. Nichtsdestoweniger. Rainer ist ja offensichtlich jetzt nicht mehr in Berlin, anscheinend, keine Ahnung, aber da war er noch in Berlin, also schauen wir uns doch an, was er da Großartiges macht. Heute bin ich auch nicht so genervt wie das letzte Mal. Schauen, wie lange sich der Zustand hält. Bleibt nicht mehr zu sagen als hockt euch her, sagen wir mir, reißt euch Häube auf. Mir ginge einer in Rainer. Und Es fängt schon wieder gut an. Und weitergeht, was wir als nächstes vorhaben und so weiter. Also meine Pläne sind jetzt eigentlich relativ, ja, heute bin ich am Reichstag, wie man sieht. Und ja, du bist am Reichstag. Rainer, ganz großartig. Kann es sein, dass du dich an bestimmte Stellen stellst, so wie du es in Emskirchen gemacht hast, die sehr markant sind, damit man dich findet, in der Hoffnung, dass es Turn-Up gibt? Kann das sein? Er hat immer noch denselben Pulli an. das ist echt hart. Die Aussicht. Ja, die Aussicht ist das Einzige, was hart ist. Ich stelle mich bewusst mal so hin, dass man nicht die ganzen Leute sieht. Ja, und schön hier das Mikro in den Wind halten, damit man auch richtig gut was hört. Hier laufen nämlich viele Touristen auch rum. So. Ich nehme mal wieder einen Gast rein. Das ist immer ganz geil. Ja, richtig geil. Ja, er hat schon immer noch die Pennerhandschuhe an. Wenn man jemanden drinnen hat, mit dem man sich unterhalten kann. That's what she said. Wir hatten doch schon mal. Ah, wunderbar. Ah, da kommen richtige Schanzengewühle hoch. Bambusladung-Style. Aber das kann halt nicht am Empfang liegen. Das muss an seinem Handy oder an seinem Vertrag oder an sonst irgendwas liegen. Weil ich nehme mal an, dass in Berlin vorm Reichstagsgebäude ausreichender Handyempfang herrscht. Also, würde ich schätzen. Mal schauen, ob das funktioniert. Hat er gerade funktionobelt gesagt? Bitte sag mir, dass er nicht funktionobelt gesagt hat. Ah, okay, so. Scheiße. Ist das Rainer oder ist es Ernie von Stromberg? Hallo? Servus. Ja, hey, moin erstmal. Und zwar wollte ich fragen, ob du noch so Kontakte zu anderen Influencern hast. Nein. Komm, mit ihm will doch keiner was zu tun haben. Mit ihm will doch kein Mensch was zu tun haben. Nein, hast du nicht, weil du ein runder Hubwagenmechaniker bist. Ja, zu ein paar, nicht zu vielen, aber zu ein paar. Wieso? Ja, nur so. Welche wären das denn? Oder willst du das sagen? Oder lieber nicht? Wenn ich das erzähle, dann gehen die Leute ja wieder auf die Leute los. Von daher. Ja, da ist er wieder. Der Winklersche Lügenblick. Ja, ja ganz, da sind noch ein paar Leute, Influencer, ihr würdet euch wundern, ja, die mich hier noch die Stange halten. Aber wer, das kann ich euch jetzt nicht sagen, weil dann sonst gehen die Hater auf die los. Genau, ey, Rainer, kein Mensch will was mit dir zu tun haben. Kein Mensch will was mit dir zu tun haben. Nein. Ja, okay. Ja, also kannst du meinen Freund Leo Yappi grüßen?
Kenne ich nicht und tut mir leid. Grüßen ist immer so eine Sache. Ich habe früher mich immer in die Nesseln gesetzt, wenn ich jemanden grüße. Weil das Problem nämlich ist, wenn ich jemanden grüße und ich kenne die Person nicht, dann kamen da schon irgendwelche rechtsradikalen Geschichten raus und lauter solche Sachen. Das ist nichts gegen dich und nichts, aber deswegen will ich das Okay. nicht grüßen. Ja, und von irgendwelchen besonders rechtsradikalen Geschichten, da distanziert sich Rainer aber ganz brutal. Ja? Aber richtig brutal. Es ist ein paar Videos her, wo ich so Dinge eingeblendet habe. Ja? Ja, Nicht für, ja, dann ciao, ne? Schönen Tag noch. Jo, danke. Dir auch. Hau rein. So, hau rein. So. Schauen wir mal. Er macht hier ein paar Schritte, er schnaubt schon wieder. Dieses wunderschöne Bild. Oh, ich finde den Namen gerade so episch. Funktioniert. Danke für die Jo, hi. Servus. Ey, Alter, du bist ja mal mit einem der geilsten Namen auf TikTok, wa? Sag mal jetzt mal ohne Scheiß. Wo wohnst du eigentlich gerade? Eigentlich nirgends. In erster Linie. Dann rennst du jetzt durch Berlin und pennst dann irgendwo auf der Bank, oder wie? Nee, ich kenne schon Hotels auch, so ist es nicht. Ja, die Kohle dafür ab. Ich wollte gerade sagen, das kostet doch was. Ja, klar. Wenn ich ein bisschen Kohle dafür habe, schon, ja. Ansonsten schaue ich halt, wo ich bleibe. Ja, und auch das wieder, dieses, ihr habt es gesehen, ja, dieses leichte Kopf zur Seite nicken, auch wieder, er macht das immer, wenn er lügt wie gedruckt. Ja. Ansonsten schau ich, du weißt ganz genau, wo du pennst. Und wenn du wieder zurück nach Emskirchen gehst, dann weißt du auch wieder, wo du schlafen kannst. Die ganzen Storys von wegen, ich schlafe auf der Straße, ich schlafe im Wald, das ist alles Horse-Shit. Dann wander doch nach Spanien aus, da ist doch wärmer. Ja, Rainer. Oh, das nervt ihn. Das nervt ihn aber richtig. Zombie-Rainer. Ja, aber in Spanien kenne ich niemanden. Ja, Rainer, das könnte dein Glück sein, weil da kennt dich nämlich auch niemand. Ach so, aber dann kriegst du auch nicht die Aufmerksamkeit der Hater, die du ja eigentlich willst. Schwierig. Rainer, wenn du tatsächlich wollen würdest, dass der Hate weniger wird, dann wäre tatsächlich irgendwo in ein europäisches Nachbarland auswandern, ja, was in der EU ist, eine Top-Idee. Weil da kennt dich halt keiner. Problem natürlich, ja, du sprichst ja deine Muttersprache nicht anständig, geschweige denn irgendeine Fremdsprache. I learn English very schnell Ding. Zeug. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Rainer mag das, die Aufmerksamkeit. Scheißegal, ob sie positiv oder negativ ist. Der Hate hält den am Leben. Der will ja, sonst würde er dann nicht wieder vorm Reichstagsgebäude streamen. Er will das. Wenn er irgendwo anders wäre, hätte er das nicht mehr. Und was will ich in Spanien? Wen kennst du denn in Berlin? Dein Leben, genau, das ist der nächste Punkt. Ich meine, die Leute, die du kennst in Deutschland, würde ich einmal sagen, ist ja nicht unbedingt deine Freund. Also Leute, die da freundlich gesonnen sind, kennst du ja in Deutschland praktisch auch keine. Alle Welt hasst dich. Das heißt, Leute, die dich nicht kennen, sind der beste mögliche Fall, der eintreten kann. Weil die auch nicht wissen, was du für ein Rüben erntender Hubschrauberpilot bist. Wenn ich das erzähle, dann gehen die Leute wieder auf die Person los. Dann penn doch einfach bei der Person, die du kennst. Dann brauchst du ja auf der Bank pennen. Funktioniert vielleicht ja nicht. Ja, weil die Person nicht existiert. Oder weil die in Denken wohnt. Oder so. Weißt du ja nicht. Weißt ja, wie die Situation ist. Ah, hey, er fühlt sich ganz. Vielleicht gibt es ja die Person, vielleicht gibt es nicht.
Oh, schau, ich spiel mit den Haterchen. Ja, die tanzen an meinen Schnüren. Alter, Rainer. Letzten Endes, Letzten Endes. wo ich wohne. Ich rede auch nicht darüber, wo ich bin, was ich mache oder so. Rainer, ich rede nicht darüber, wo ich bin oder was ich mache. Intro von dem Ding vor 3 Minuten. Ja, ich bin hier in Berlin vom Reichstaggebäude und ich nehme jetzt hier Leute mit in meinen Streamen rein. Ich rede nicht drüber, wo ich bin oder was ich mache. Bam, Rainer Winkler. Der Mann, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. Gerade epische hier, weil hier gerade jemand mit dem Saxophon spielt. Voll episch. Richtig episch. Saxophon, Alter. Ruhiger was. Kannst du auch ein Instrument spielen? Arschgeige kann er spielen. Ein bisschen Klavier. Es geht wieder los. Das ist wie bei zu Junau-Zeiten. So. Kannst du erst irgendein Instrument spielen? Oh, Klavier und. Dann setz Jetzt sag nicht, dass du Bass gespielt hast, Rainer. dich doch neben den Typ mit dem Saxophon, dann kannst du noch einen Euro verdienen. Ja, es bringt mir bloß nichts, weil erstens habe ich kein Klavier hier und auch kein Schlagzeug und nichts. Also was soll ich machen? Außerdem Klavier und Saxophon nicht zwangsläufig zusammen. Nein. Nee, Klavier und Saxophon passen überhaupt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Ja. Bitte fragen Sie jeden Jazzmusiker, die sagen dir, Klavier und Saxophon spielen Feind. Ja? Da bluten dir die Ohren. Wie man so brunzblöd sein kann. Klavier und Saxophon passen nicht zusammen. Ich glaube, in New Orleans oder St. Louis, da wirst du für so einen Satz am Ortsschild aufgehängt. Ach, da muss man nur gut können, dann geht das auch. Ja, das tue ich aber ja nicht. Sag, Weil du gar nichts kannst. Weil du absolut gar nichts kannst. Weil du der unfähigste Mensch auf diesem Planeten bist. Arschgeige ist auch ein Instrument, das kannst du doch bestimmt spielen. Ja. Ich war schneller als du. nö, aber ich kann den Bannhammer spielen. Und Den Banner, den spielst du tatsächlich gut. das war perfekt. So. Hat super hingehauen. Ja, ich bin erstklassig im Bannhammer schwingen. Beziehungsweise spielen, Entschuldigung. So, nehmen wir mal die nächste Person. Gucken, ob es funktioniert. Alter, wenn er noch einmal Funktionobel sagt. Wenn der noch ein... Oh. Wie ein Dulli. Ist wie... Verbindet. Scheint leider nicht zu funktionieren. Gut. Ja, das macht mich, allein den zu sehen und sein kreisliches Fettgefries, wie er da schnaubt und schaut, wie nicht ganz gescheit. Bum, 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 bum. Ja, bum, 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 bum. Ich nehme mal wieder einfach irgendjemanden aus der Liste. Warte mal. Ups, jetzt habe ich jemanden einladen wollen, den ich gar nicht in der Liste habe. So, nehmen wir einfach mal den nächstbesten. Ein bisschen random machen das Ganze, nicht immer nur die einzelnen oben und unten durchqueren. Hallo. Alles fit bei dir? Ja. Wie geht's dir? Och, man schlägt sich so durch, ne? Kennt man doch. Was führt dich zu mir in Du den lädst Stream? euch gerade dein Handy auf, wenn du gerade hier. Alter, es ist wirklich, es ist schwer zum Anschauen, oder? Es ist schwer zum Anschauen, diese Kisten, die er da macht, da Leute reinbringen. Die Tonqualität ist noch beschissener, als sie je zu Schanzenzeiten war.
Es ist fürchterlich. Da hat er wieder den Daumen auf dem Mikro. Auf Reisen bist. Das ist von meinem Handy gar nicht groß nötig. Das Handy hält ewig. Ich habe Ja, das ist ein richtiges Monster, weil Rainer hat nämlich das beste Handy auf der Welt. Das müsst ihr wissen. Ja? Weil alle anderen Leute, die sind so blöd und die kaufen sich irgendwelche Samsung-Handys oder sowas, aber der Rainer, der hat sich ein viel, viel besseres Handy gekauft. Ja? habe es jetzt heute Nacht aufgeladen und das ist jetzt auf 93%. Habe aber heute schon den ganzen Tag damit rumgebastelt und alles. Also Ja, rumgebastelt hat er damit. Oder das heißt Hammer genommen, um einen Nagel in die Wand zum Hauen, oder was ist da los? ich habe mir nicht umsonst Nö. da macht wieder jemand Foto von mir aus dem Hintergrund, wo er meint, ich sehe es nicht. Rainer, du stehst vorm Reichstagsgebäude. Da machen Menschen Fotos. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist halt, Dass die Paranoia wieder kickt, das wolltest du sagen. mache ich halt so, dass das Handy einmal aufgeladen ist und dann habe ich normalerweise für 2, 3 Tage meine Ruhe. So macht man das. Man lädt das Handy auf und dann benutzt man das. Und irgendwann, wenn der Akku leer ist, dann lädt man es wieder auf. Das ist richtig erkannt, Rainer. Deswegen habe ich ja extra so ein Auto-Handy. Ein Outdoor-Handy, oder? Rainer, gibt's Indoor-Handys auch? Handys erfunden worden, um es draußen zu benutzen, wenn man unterwegs ist. Ja, inzwischen benutzen die Leute ihr Handy als Allgemeintelefon, aber früher gab es halt dann noch Festnetz. Ein Outdoor-Handy, oder? Mein Akku Seven vs. Wild, was nimmst du mit auf die Insel? Mein Outdoor-Handy. ist ja übelst brutal. Handy ist aber auch entsprechend schwer. Wirst du oft erkannt jetzt, wenn du hier auf der Straße bist? Mal mehr, mal weniger. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo ich bin, was ich mache und so, ne? Ja, kommen wir mal darauf an, ob ich mich vor Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt stelle und dahin filme und sage, ich stehe hier vom Reichstagsgebäude, dann werde ich vielleicht häufiger erkannt, ja. Wenn ich das nicht mache, dann eher nicht. Wenn ich jetzt Livestreams mache, werde ich halt jedes Mal erkannt. Wenn ich jetzt so normal rumlaufe, bin ich noch nicht groß erkannt worden. Kommt mal das eine oder andere Mal vor, aber jetzt auch nicht so extrem. Irgendwie voll aufpassen. Nimm den scheiß Finger von dem Mikro runter, du voll Biertrinker. Oder so. Okay. Und ein Auto oder so hast du ja gar nicht, oder? Dort. Nicht mehr, nein. Also mein Auto habe ich ja verkaufen müssen. Wegen, weil ich Wegen die Hater. keinen Führerschein mehr habe. Ich konnte das jetzt ein Jahr lang noch irgendwie rumstehen lassen, davon wird das Auto auch nicht besser. Dann habe ich gesagt, okay, gut, lassen wir es bleiben. Ja, und weil du Kohlen gebraucht hast, Rainer. Weil Schmalhans Küchenmeister war mal wieder bei dir. Da hast du Kohlen gebraucht, dass du 50 Euro am Tag hier Zuckerschmutz fressen kannst beim Beck. Verkaufe ich jetzt erstmal wieder. Muss ich mir halt dann wieder eins holen, wenn ich meinen Schein wieder habe. Und daran arbeite ich im Moment. Wir merken, Rainer arbeitet. Seinen Schein wiederkriegen. Weil so in so einem Wohnmobil, das war ja auch eigentlich ganz gut, ne? Dann könntest du hier rumfahren, bräuchtest hier keine Miete zu zahlen. Das bringt mir aber ohne Führerschein auch nichts. Das ist richtig, Rainer. Aber du könntest es zum Beispiel ziehen. Ja, dann würdest du auch ein bisschen abspecken. Ich dachte, du hattest einen. Ich habe ja aktuell keinen mehr, deswegen habe ich ja mein Auto verkauft. Das war ja der Grund, warum ich das Auto verkauft habe. So. Ja, und weißt du, was der eine mal da heute als Scanner? Sind wir ganz ehrlich, bevor du den Ranger verkauft hast, war nimmer viel mit Kohlen. Genau. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann funktioniert das schon wieder. Aber mal schauen. Alles klar. Jo, Ja, danke. Ich muss weiter. ciao. Ciao. Was ist das hier? Das ist ein Handy, du Dulli.
Ehrlich gesagt, ich würde gerne ein bisschen Match spielen, aber irgendwie. Jetzt kriege ich diese eine Person aus dem Livestream nicht mehr raus. Was ist das denn? Match spielen, oder? So ein bisschen Match spielen wäre ganz witzig. Ja, es gibt Kohl. Irgendwie glaube ich nicht, dass das noch was wird. Mal eben mal kurz meine Daten anschauen. Bin gleich wieder da. Beziehungsweise ihr seht mich ja weiterhin. Ja. Rainer, ich hätte gedacht, du hast so eine unbegrenzte Flatrate, die du dir extra geholt hast, damit du von überall streamen kannst. Warum musst du jetzt deinen Datenverbrauch checken? Hm? So, erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Unterstützung, Leute. Ja, ihr seid alle komplett kernbehindert. Jeder, der dem auch nur einen Cent zukommen lässt. Das ist richtig cool. Aber ich friere mir gerade ehrlich gesagt was ab hier. Das ist echt. Ja, was denn? Was willst du dir denn abfrieren? Die Eier können es nicht sein, weil die sind unter ungefähr 30 Kilo Tran verborgen. Und wenn du einen von deinen 20 Ärschen abfrierst, dann hast du immer noch 19 über. Also heute ist echt arschkalt. Ich bin echt nicht empfindlich, was Hitze angeht. Doch, Rainer, du bist empfindlich, was das angeht. Du jammerst permanent. Oder Kälte. Aber jetzt gerade, boah, hardcore. Dann zirkt er Jacken an, ja, wenn es der Keul ist. Gut, ich nehme noch eine Person mit rein, dann probieren wir es nochmal. Und dann erstmal offline. Also, was? Hallo. Hi. Na, alles gut. Uff, wie immer. Jetzt Irgendwie muss ja. ne? Ja. Danke, Aber darf Leute. ich mal fragen, warum du das nur für Abonnenten anhast, den Chat? Damit die bösen Haters nicht in seinen Chat reinschreiben. Ehrlich gesagt, ich habe irgendwas einmal umgestellt und seitdem habe ich nie wieder was dran geändert. Ja, genau. Und Lügenblick. Das habe ich unabsichtlich habe ich das so eingestellt, dass nur die Zahlschweine da reinschreiben dürfen. Nicht aus demselben Grund, warum bei mir auf dem YouTube-Kanal auch schon nur die Abonnenten haben reinschreiben können. Um die Leute um ein paar Kohlen zu prellen. Und wie man ihn die Scheißlügerei an seinem kreisligen Fettgefäß ablesen kann. Neiwatschen möchte man. Aber Ja, wenn ich das du nicht. das für ich das jeden nicht- frei machst, dann hättest du viel mehr Zuschauer, weil dann kommst du doch auf die For You. Wenn ich für jeden anhab, dann habe ich permanent Dann, Beleidigungen im Chat. Ja, aber auch Aber dann- deine Hater lassen ja den Chat rollen. Ja, aber ehrlich gesagt gebe ich da nicht viel drauf. Das interessiert mich ja nicht. Ich habe ja kein Interesse, irgendwie mega Fame zu sein oder so. Oder nein, natürlich nicht, Rainer. Du hast schon überhaupt kein Interesse, mega Fame zu sein. Du bist nur derjenige, der rumläuft und die ganze Zeit, wow, jetzt bin ich hier wieder erkannt worden, so. Wie viele Abonnenten hast du? Das ist immer ganz wichtig. Ja. Wer kennt dich? Das sind dann immer die Sachen. Ja. Man, mich kennt die ganze Welt. Aber ich will jetzt nicht Fame. Nee, will ich nicht. zu werden. Ich habe nur Interesse daran, mich mit vernünftigen Leuten zu unterhalten. Ja, Ja. das stimmt schon. Aber dieses Geld hier kannst du ja auszahlen lassen, die Geschenke. Burgler zum Beispiel möchte sich auch gerade, ja, mache ich ja auch. Ich verdiene ja damit auch nebenbei mein Geld. Burgler übrigens, vielen Dank und Grüße. Weil er gerade Rainer, du verdienst gar nichts. Drum fotzen, das verdienst du. Ja? Rechts, rechts und immer so weiter. Einen richtigen Bockwotzenbladler. Bam, 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 bam. dass ich grüße. Ja, wie gesagt, grundsätzlich habe ich da nichts gegen so. Du, ich bin im Live. Wenn du ein Foto machen willst, können wir jetzt machen, aber warte mal kurz bitte. Einfach Fame. Dominik. So, Ja. ja, wie gesagt, alles gut. Ja, ich habe kein Interesse daran, noch meine Reichweite noch. Glaubt ihr wirklich, dass er da immer dann Fotos macht? Oder glaubt ihr, das ist so Kissenwurf-Style? Ja? Dass er so tut, als würden ihn Leute ansprechen und dann Fotos mit ihm machen wollen. Ich glaube, jetzt weiter ist.
noch weiter auszubauen oder noch extremer auszubauen, auf Kosten einem katastrophalen Chat. Weißt du, da habe ich lieber ein paar Leute weniger im Chat, aber dafür habe ich vernünftige Leute im Chat, mit denen man sich auch mal unterhalten kann. Weißt du? Rainer, wenn die Leute bezahlen dafür, dass sie in deinem Chat sind, sind es keine vernünftigen Leute. Das kann ich da jetzt schon versprechen. Weil dann sind die nämlich bei uns ein bisschen blöd. Okay. Ich habe jetzt so auch zwischen 20 und 30.000 Zuschauer. Boah, ja, diese Kartoffelqualität von diesem Scheiß-Stream. Man hört nix. Rainer, stell dir mal irgendwo hin, wo nicht der Wind pfeift. Na, man versteht dich gar nicht. Da ist ein Wind. Tornado. Ich sagte, ich habe ja trotzdem meistens zwischen 20 und 30.000 Zuschauer. Das reicht mir auch. Ich bin nicht Ja. gierig. Das ist auch mehr als genug, oder? Finde ich jedenfalls, ja. Also mir Ja. reicht. Das ist Na gut. gut. Ja, dann mach doch mal ein paar Matches, dann kriegst du noch mehr Geschenke. Ja, Matches kann Also ich sehe hier unten, wenn das stimmt, 3000 Zuschauer, 3,6. ich habe das noch nie ausprobiert, groß einmal. Aber Matches, da brauche ich ja, glaube ich, jemanden, der auch live geht, oder? Wie das ist, keine Ahnung. Ich hab mich Du da noch musst nicht einfach unten auf die also da steht unten diese 2 Männchen, da gehst du drauf und dann steht da ganz viele Matchpartner, die du anfragen kannst oder einfach random. okay. Ja, cool, muss ich mal probieren, auf jeden Fall. Ja, Rainer, das hast du die letzten paar Mal auch schon gesagt. Und du hättest es auch googeln können. Du hast vorhin auch gesagt, ja, ich würde gerne mal wieder Matches machen. Aber dann muss jemand herkommen und dich zum Match einladen, weil du zu gestinkert bist, dass du dich da hinhockst und 10 Minuten nachschaust, wie die Scheiße funktioniert, mit der du hier dein Geld in großen Anführungsstrichen verdienst. Dann mach das mal. Dann geh ich mal wieder raus. Jo, danke dir. Viel Spaß noch. Ja, Schön ab. alles Gute. Ciao. Matches. Sogar jetzt macht er das mitten im Stream, ne? Mitten im Stream, ne? Schau danach, wie das mit den Matches funktioniert. Das ist Top-Content. Leute, spendet ihm doch bitte 5.000 €, damit dieser Qualitätscontent weitergehen kann. Es ist mir vollkommen unverständlich, auch wie inzwischen, keine Ahnung, es ist nicht viel, aber Sanna Bormark, Zammerkämmer, die da irgendwelche vollkommen gestörten Gestalten da irgendwie gespendet haben. Diesen Menschen ist halt auch nicht mehr zu helfen. Ups, das war die Kamera. Huch! So. Die Männchen, ja, Du alter Medienprofi. das ist mir schon klar. Oder war das hier? Das ist, ja, das ist mir schon klar. Oder eigentlich habe ich keine Ahnung. Schau, man kann praktisch durch die Stirn den Schellenaffen sehen, der da oben hier die Dinger zusammenhaut. Gute Frage, ne? Und es klappt sie oben die Schädeldecke auf und dann kommt so ein Schachtelteufel raus. So. Und dann platzt ihm der Kopf. Also ich sehe das mit Gast und Gäste. Aber ich sehe hier keine Matches. Ich sehe hier nur die Gäste, die angefragt haben, ob sie mit dabei sein dürfen. Wäre jetzt halt praktisch, wenn ich mich damit besser auskennen würde, ne? Ja, das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut, wenn du dich mit deinem Arbeitsgerät in wieder großen Anführungsstrichen aber ein bisschen auskennerdarzt. Das ist unfassbar. Ich verdiene ja damit mein Geld, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist wie wenn da einer irgendwo ein Schlagzeug aufbaut und dann scheißt er in die Bassdrum rein. Also, ganz ehrlich.
mal. Das eine sind Hosts. Schnelleinladung. Verbinde dich schnell mit anderen, sende Einladungen an mehrere Hosts gleichzeitig. Bla 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 bla. Macht das jetzt echt live im Stream, ne? Es ist unfassbar. Achso, es geht nur von 18 bis 21 Uhr oder was? Ja, genau. Matches kann man bloß von 18 bis 21 Uhr machen, weil TikTok natürlich kein Geld verdienen will. Sag mal, wie komplett kernbehindert kann man denn eigentlich sein? Von 18 bis 21 Uhr. Ach, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Davon hast reichlich, Rainer. Ja, wird das jetzt halt nur was, oder was ist jetzt da los? Ich müsste mich damit mal mehr auseinandersetzen. Weil ich verstehe überhaupt nicht, wie der damals jeden Job verloren hat innerhalb von kürzester Zeit, den er jemals gemacht hat. Wenn er sich da auch so angestellt hat wie mit dieser Scheiße. Ganz ehrlich, ich muss jetzt mal ans Hirn lange. Stell dir mal vor, du bist, dir kehrt der Betrieb, du bist selbstständig, keine Ahnung, was weiß ich. Ja? Brauchst für Reifenzeit, brauchst du Aushilfe, hast da Autowerkstatt und irgendeine Zeitarbeitsfirma oder das Arbeitsamt oder wer auch immer schickt der Dingknädel da vorbei. Und dann ist ja, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich mir jetzt mit, Oida. Weil der da. Dankeschön. Wenigstens hätten wir im Hintergrund diesen komischen Saxophonisten, ey, der macht's halbwegs erträglich gerade. Ich will halt auch niemanden unnötig auf den Geist gehen, ne? Keiner, dann wirf dein Handy weg und verpiss dich aus dem Internet, wenn du niemandem unnötig auf den Geist gehen willst. Keine Ahnung, muss ich da jetzt einfach irgendjemanden einladen oder was? Keine Ahnung, es ist einfach irgendwas eingeladen. Oh, 2 Schwäne. Was, Schwäne? Ich glaube, ich habe jetzt irgendwelche Einladungen rausgehauen, aber irgendwie hat das keiner angenommen. Boah, Keiner. Streamen ausmachen. Dich informieren, wie der Scheiß funktioniert. Streamen anmachen und dann anfangen damit. Das kann so schwer nicht sein. Vorschüler machen diese Matches auf TikTok. Es kann so schwer nicht sein. Wie gesagt, ich habe kein TikTok, aber ich nehme an, dass die das wahrscheinlich relativ barrierefrei gestaltet haben. Ja, dass das auch jeder kann. kein Plan. Einfach mal, man kann 3 Stück irgendwie raushauen. Keine Ahnung, ob das wirklich Matches sind oder ob ich da einfach nur eingeladen, ob ich jetzt einfach nur... Und da ist er weg. Oh. حبيب قلبي عرب شات Sprechen nur, sorry. no
Wie gehe ich jetzt da wieder raus? Das ist total surreal. Das ist total surreal. Ja, was ist da los? What the hell? Kommt da noch was? Anscheinend nicht. Okay, das war jetzt weniger ergiebig. Ah komm, dann schieß mal den anderen Schmarrn gleich nochmal hinten nach. Ja, was soll der Geiz? Ah, dann bin ich wenigstens wieder up to date. Ja? So, here we go. Der Schmarrn dauert jetzt 33 Minuten. Mal schauen, ob er jetzt inzwischen gelernt hat, wie man auf TikTok Matches macht. Weil er immer so gern Matches machen will. Das, was ich sehr interessant finde, ist da drüben die Akademie Die Akademie der Künste. Dann wieder ist es hier Bambusleitung. Läuft ja mit Ihnen eigentlich ganz gut, danke. Auch wieder. Ja, hier, Akademie der Künste, finde ich super interessant. Ich bin jetzt hier. Findet mich. Euch, danke für eure Unterstützung. Übrigens wird ab heute Abend dann, oder ab später dann ein Link sein zu meinem Blog. Dann könnt ihr da auch drauf gucken, mal mich vielleicht auch unterstützen. Ja, der ganz tolle Blog, wo man draufschauen und ihn unterstützen kann. Hallo? Wie geht's? Einen Moment kurz. Oh, sorry, die Haterkatzen haben sich gerade ein bisschen gezopft. Ich habe von dir gar kein Bild, aber ich höre dich. Ganz gut. Und selber? Das ist schön. Ich habe eine Frage. Ja. Wird irgendwann mal wieder ein YouTube-Kanal von dir kommen? Ich arbeite momentan dran, dass ich meinen YouTube-Kanal zurückbekomme, eigentlich. Ja, Rainer, da kannst du noch lange dran arbeiten. Da kannst du lange dran arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das wieder passieren wird. Wie ist das überhaupt passiert, dass du den verloren hast? Die Hater waren schuld, Kollege. Die Hater waren's. Die Hater haben ihn praktisch dazu gezwungen, räudiges Pornomaterial hochzuladen in seinem Lustlord-Bullshit-Format. Ja, also die haben ihn da mit Waffengewalt dazu gezwungen, dass er das macht. Und dann, als die Scheiße gestrikt worden ist, da sind sie nochmal hin und haben ihn gezwungen, den Strike zu umgehen und auf der anderen auf dem anderen Kanal irgendeinen Bullshit hochzuladen. Auch mit Waffengewalt. Und unter Drogengesetz haben sie ihn auch noch. Ja, das haben die alles gemacht und danach haben sie es noch nachbearbeitet, um es noch widerlicher aussehen zu lassen. Deswegen sind die Hater dran schuld, dass sein Kanal weg ist. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich werde demnächst mal einen Blog drüber schreiben, um das nochmal zu erklären. Ich habe das schon in Videos und Streams und was weiß ich alles erklärt. Aber ich werde es nochmal in Ding erklären. Jetzt gehen Trompeten ab. Aber ich werde es nochmal in den Ding erklären. Auf jeden Fall in einem Blog und dann kannst du es nochmal nachlesen, wenn du magst. Würde jetzt zu lange dauern, das in Ruhe zu erklären. Im Prinzip ist es eigentlich. Das dauert überhaupt nicht lange. Du hast versucht, einen Strike zu umgehen, den du auf dem Hauptkanal hattest, indem du auf dem Zweitkanal ein Video hochgeladen hast. Das verstößt gegen die Terms of Service von YouTube und die haben da die Prügeln ausgeschmissen. Punkt. Hat es jetzt so lange gedauert, das zu erklären? Ich glaube nicht. Hätte ich nicht geblockt werden dürfen, weil ich derjenige bin. Weil ich ansonsten ja auch nie Konsequenzen zu spüren bekommen habe für die Scheißen, die ich gebaut habe. Ja, und warum dann auf einmal jetzt? Nach YouTube AGBs wirst du erst gesperrt, wenn du 3 Strikes hast und ich hatte einen. Genau genommen hätte ich 2 maximal haben können, wobei aber eigentlich einer schon wieder Blödsinn war. Aber das hatte ich in den letzten Streams öfter mal erwähnt. Ich werde es im Blog demnächst nochmal schreiben, dann kann man in Zukunft auf den Blog zugreifen und nachschauen. Ja, auf den Blog, den es wahrscheinlich auch wieder ewig lang geben wird. Ein Blog. Weil wir in einer romantischen Komödie von 1998 sind, oder? Am Blog.
Ja, danke. Schönen Spaziergang noch. Jo, danke dir. Hau rein. Boah, ganz schön laut hier. Immer wenn er sagt, hau rein, ich würde ja gerne. Ich würde ja wirklich gerne reinhauen. Hallo, wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Boah, seht mal. Ja, schaut mal. Ja, schaut mal, ich bin vom Brandenburger Tor. Ja, kommt doch mal her, lieber Heder. Hoch und groß. Und viele Leute. Ganz viele Leute. Und viele Fotos. Und viel Wind. Warte mal, hier stehen Berliner Touristen im Fuß. Andere Leute, die draußen so eine Scheiße machen, ja, die holen sich so ein kleines Mikro mit so einem Windschutz vorne dran. Und das klemmen sie sich dann oben dran. Und fertig, Problem gelöst. Nicht Rainer. Und ich würde mich eigentlich schon als Tourist bezeichnen. Ich würde dich also auch was ganz anderes bezeichnen, Rainer. Aber dann wird das Video wieder gesperrt. Jetzt hat er sich wieder aufgehängt. Okay. Okay. Da kann man wohl irgendwelche Tickets kaufen. Um sich einen schönen Berlin-Aufenthalt zu machen. Irgendwelche Tickets, um sich einen Berlin-Aufenthalt zu machen. Sind es Berlin-Tickets, oder? Brauche ich die, um nach Berlin rein zu dürfen? Ja, und wettertechnisch sind wir super aufgestellt. Schönes regnerisches Wetter. Ja, traumhaft, Rainer. Traumhaft. Boah, sowas, wenn ich halt schon wieder sehe auch, ne? Da denke ich mir halt auch so, ne? Finde ich nicht schön. Ja, das denke ich mir die ganze Zeit. Genau, du sprichst mir aus der Seele. Sowas, wenn ich mal wieder sehe, dann denke ich mir, das ist nicht schön. Sieht man das? Finde ich nicht schön. Rainer, das ist eine Großstadt. Da ist das ganz normal, dass da die Leute Aufkleber hinkleben. Das gehört zum Stadtbild dazu. So. Jetzt haben wir eine Person gehabt. Schauen wir mal nach der nächsten. Die Person hatten wir gerade schon drin. Die Person mal. Vielleicht funktioniert's. Hallo? Servus. Wie geht's? Wow, du bist sehr leise. Warte mal. Nee, geht nicht. Servus. Wie geht's dir? Doch, er ist schon sehr leise, Rainer. Bitte? Wie geht's? Du, ich verstehe dich leider nicht. Du bist zu leise. Ja, okay, sorry. Hab ich wirklich nicht? Rainer, an der anderen Seite ist auch ein mindestens genauso großer Profi wie er dran. Ja, wie es geht. Oder, warte mal. Ich versuche später nochmal. Oder? Ich verstehe gerade. Wartet mal eine Sekunde. Ein Medienprofi vor dem Herrn. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ach, krass, wie viele Menschen hier rumlaufen, Alter. Rainer, das ist die Hauptstadt dieses Landes. Ja, da laufen viele Menschen rum. Und vor allem vor einer der Hauptsehenswürdigkeiten dieser Stadt. War krass, dass da Leute rumlaufen. Mal sehen. Wen haben wir denn jetzt hier? Einen fitten Hufeisenwerfer. Hab irgendwas zugestimmt, aber irgendwie weiß ich nicht was. Story of your life. Solange das Inkasso-Unternehmen wiederkommt. Oh, danke. Oh, das Wetter ist echt krass gerade. War richtig krass. Ich weiß nicht, ob man es sieht, wahrscheinlich nicht, aber es nieselt hier brutal.
Mag nicht, wie ich das mag. Auch die Situation kennt er gut. Was ist das denn für ein komischer Knuddelwusch? Sieht voll geil aus. Hallo? Rainer, ganz ehrlich, wenn ich einem Schimpansen ein Handy mit TikTok drauf in die Hand gebe, dann macht er einen professionelleren Streamer wie du. Jo, servus. Was geht? Ich habe eine Frage, wo schließt ihr jetzt überhaupt? Wer ist außer die Frösch, die hupfen? Ja, das stimmt im Übrigen nicht. Es geht nicht alles außer die Frösche, die hüpfen. Ja, Schlangen zum Beispiel schlängeln, Vögel fliegen, Fische schwimmen, Reiners wongeln. Was? Wo ich stehe? In Berlin. Nein, wo du schläfst, Ich schlafe, auch in Berlin. Aktuell. Ja, aber du bist doch obdachlos jetzt, oder nicht? Wie es ihn nervt. Ja, Rainer, du bist doch obdachlos, oder nicht? Oder etwa nicht? Auf sowas antworte ich nicht. Achso, ja, weil ich dachte, du bist obdachlos. Ist nicht böse gemeint oder so. Ich habe kein Haus und keine Wohnung, wenn du das meinst. Richtig, obdachlos, Rainer. Ja, ja. Das war meine Frage so. Ja, ja. Ja, Haus und Wohnung und so weiter habe ich keine, nein. Und jetzt schläfst du in Hotels oder wie? Wer weiß. Wie gesagt, auf wo ich wohne oder wo ich schlafe, antworte ich nicht. Weil, Ja, die, war nur so eine allgemeine Frage. ja, aber die Leute versuchen immer rauszufinden, wo ich wohne oder wo ich bin, damit sie mich leaken können und dass ich dann wieder aus dem Hotel fliege, also oder aus der Wohnung oder wo auch immer ich bin. Also nein, Nein, alles gut, war nicht mein Ziel. alles gut. Ja, egal, Und dann sonst? haut rein. Ja, gut, okay. Schönen Tag dir noch, ne? Jo, ebenfalls. Okay, das sind immer so Sachen, wo ich mir immer denke, so, kommt rein, fragt, wo ich wohne, geht wieder raus. Dann denke ich mir immer so, war das jetzt dein ganzes Ziel zu wissen, wo ich bin oder rauszufinden, wo ich bin? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, dass man das mal so vorgeht. Rainer, du verstehst überhaupt nichts. Mit dem Verstehen ist es wie mit dem Können oder mit dem Arbeiten bei dir. Oder mit dem Denken. Es sind alles nicht deine Paradedisziplinen. Aber jetzt wird der Regen immer stärker gerade. Aber gut. Verstehe ich nicht ganz, aber ich bin ja auch kein Pro in dem Ganzen. Rainer, du bist kein Pro in überhaupt nichts. Rainer, du bist höchstgradig inkompetent in allem. So, wartet mal kurz. Mein Handy wird hier gerade nass. Zum Glück ist das Original wasserdicht. Es ist original wasserdicht. Mal zur Abwechslung mal wieder eine Dame rein. Zur Abwechslung nochmal. Was ist das denn gerade gewesen? Buschelangebot? Oder habe ich mich da gerade verlesen? Eine komische gelbe Nachricht gerade bekommen. Also ganz ehrlich, mit diesen Rollern durch die Gegend zu heizen, stelle ich mir ultra cool vor. Aber mit den Rollern bei dem Wetter durch die Gegend zu heizen, stelle ich mir eher saumäßig gefährlich vor. Rainer, die Roller sind für dein Gewicht nicht ausgelegt. Okay. Die Gastperson hatte keine Lust. Alter, dieser Qualitätscontent ist unfassbar. So, mal kurz eine andere Person reinsuchen. Hallo, Servus. sei mir gegrüßt. Wie geht's? Oh, da schlägst du durch, ne? Ja, man Hi. kennt's. Weil ich sehe gerade voll den geilen Brunnen. Schau mal, das sieht voll geil aus. Da ist kein Wasser drin.
Wasser ist nicht drin, nö, wahrscheinlich wegen Winter, aber sieht voll geil aus. Es ist so irgendwie so eine Art Farn in der Mitte aus Kupfer, sieht voll brutal aus. Richtig brutal. Ja, aber richtig brutal. Oder ist es Kupfer? Ich glaube schon. Kann gut Voll sein, geil. ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es Bronze. Ja, sowas ist meistens aus Bronze. Bitte? Ich weiß es, kann gut sein. Oh, du bist ganz abgehackt. Liegt das an mir? Ich weiß nicht. Die Verbindung ist eigentlich gut. Danke für die Truhe, Leute. Und, was führt dich in meinen Stream? Oder unseren Stream? Ja, man kennt dich halt, ne? Sag mal, Man kennt mich, oh je. Wie ihn das wieder freut. Man kennt. Im letzten Ding hat er noch gesagt, ja, ich mag gar nicht Fame sein. Ja. Und jetzt, ja, man kennt dich. Man kennt mich. ich wollte halt mal vorbeischauen und mal gucken. Ja. Wurde es mir vorgeschlagen. Wurde dir vorgeschlagen, okay. Na, freut mich auf jeden Fall, dass du es in meinen Stream schon hast. Ja, ansonsten, was treibst du so Sonst auf YouTube? Ah ja, auf TikTok. Einfach ein bisschen zuschauen, was machen oder. Ich ärgere Veganer. Bitte? Ich ärgere Veganer. Ärger keine Leute, das ist gemein. Ja, aber sind halt Veganer, was soll ich sagen? Ja, auch Veganer sind Menschen. im Gegensatz zu. Kann vielleicht ungläubig wirken. Wirklich so. Ja, ich habe gehört, die sollen von der auch Mensch sein, aber ich weiß nicht. Doch, Ich, mein, doch, glaube ich ärgere auch nur die Bösen, muss ich ganz ehrlich sagen. ich. muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt beim Thema vegan sind, so grundsätzlich, ich ärgere normalerweise, also ich mag es überhaupt nicht, jemanden zu ärgern oder so. Ich versuche das immer zu vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt. Ich wehre mich natürlich oder sage öfter mal Sachen zu Leuten, die mir auf den Sack gehen, was nicht so geschickt ist. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ist die Tatsache, ich für meinen Teil finde beim Vegan, ich habe nichts gegen so. Ich esse auch durchaus mal ohne Fleisch und so habe ich kein Problem mit. Rainer, das ist gelogen. Rainer, das ist gelogen. Das einzige Vegane, was du frisst, ist die Semmel vom Döner. Ich esse auch ganz gern mal ohne Fleisch. An Scheiß! An Scheiß! Ja, vielleicht isst er mal ohne Fleisch vielleicht diesen Zuckerschmutz, den er sich beim Bäcker holt. Aber das zählt nicht als vegane Ernährung, Rainer. Vor allem mal, weil da oft Gelatine dabei ist. Er der große, ach komm. Laber nicht. Wir haben gesehen, was du eingekauft hast. Da war nicht ein vegetarisches Ding dabei. Bei dem ganzen Video, wie du da deine 2 Meter hohe Tiefkühltruhe vollgestopft hast, mit dem ganzen Jahrschmutz, es war alles das Billigste vom Billigen. Irgendeine Wurst, die aus irgendwelchen Knorpeln zusammengeschustert worden ist, von irgendwelchen Viechern, die es von der Straße abkratzt haben. Womit ich aber ein Problem habe, sind die typischen, aber das mag ich auch, egal in welcher Form nicht. Ob es jetzt um die Hautfarbe geht, ob es jetzt um die Nationalstolz geht oder sonst was. Ich mag keine Extremisten so. Dieses, boah, ich esse jetzt den gegrillten, was weiß ich. Gegrillten, bitte beliebiges Gemüse einfügen, nicht, weil auf dem gleichen Grillrost gerade noch Fleisch gebrutzelt wurde. So, what the fuck? Das nennst du extremistisch. Dann bist du ein bisschen lappert, oder was? Ich meine, ich esse selber auch Fleisch. Überhaupt kein Ding. Aber wenn jemand sagt, ich möchte kein Fleisch essen und ich möchte natürlich dementsprechend auch nicht das Fett von dem hier Nackensteak, was da vorher drauf gegrillt war, an meiner gegrillten Zucchini haben, weil ich kein Fleisch essen will, ja, dann ist das doch nicht extremistisch. Extremistisch wäre es, wenn du zu anderen Leuten hingehst, die Fleisch grillen und irgendwie, keine Ahnung, die mit Farbbeuteln bewirfst oder sowas. Was für ein blödes Arbeitstier kann man eigentlich sein. Was ist das? Also, sorry, sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe, dass Leute kein Fleisch essen und ich bin auch voll und ganz dafür.
habe ich absolut kein Thema mit. Aber was ich halt... Habe ich kein Thema mit. Entweder es ist kein Thema oder du hast kein Problem damit. Aber nicht, ich habe kein Thema mit. Ich habe kein Thema mit heißt, du hast in der Hosentasche gerade kein Thema dabei. Deutsche Sprache, Rainer. Ich absolut nicht nachvollziehen kann oder was ich absolut nicht geil finde, ist halt diese Leute, die dann immer sich darüber aufregen, wenn andere Leute das machen. So, zwingt halt anderen Leuten nicht eure Meinung auf. So, ihr könnt doch machen, was ihr wollt, ihr könnt doch eure Meinung vertreten, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ihr müsst doch andere nicht dazu zwingen, eure Meinung zu vertreten. Das ist doch Schwachsinn. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, nee, ich verstehe es vollkommen. Jetzt scheiße, Leute irgendwie anderen Leuten mit ihrer Meinung auf den Sack gehen. Habt doch eure Meinung, aber lasst andere Leute damit in Ruhe. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist ja dasselbe Prinzip. Im Grunde ist Veganismus ja eigentlich eine gute Sache, aber diese Überheblichkeit und so, ja, ihr müsst vegan werden und bla bla bla, finde ich halt verkehrt am Platz. Ja, also generell ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man weniger Fleisch isst. So, wie gesagt, ich esse auch ab und zu mal, ich esse auch gar nicht so oft Fleisch. Alter, Rainer, halt dein Maul. Halt dein verlogenes Schandmaul, Rainer. Du frisst nur Fleisch. Ausschließlich. Und es ist auch nichts Verwerfliches dran. Jedem das seine. Ja? Wie gesagt, ich liebe Fleisch. Ich kann mich das ganze Jahr nur von Steak ernähren. Hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber ich stelle mich nicht hin und sage, oh, hier ist eigentlich nur ganz selten Fleisch. Ja, weil ich bin ja so bewusst und bla 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 bla. Rainer, nicht nur, dass du ausschließlich Fleisch frisst, sondern du frisst ausschließlich das Billigste, dieses Haltungsform 1 Knorpelklump, ja, wo du eigentlich noch hingehen könntest und im Schlachthof die Viecher, bevor sie geschlachtet werden, noch irgendwie mit dem Taser noch ein bisschen foltern, weil das Kraut auch nicht mehr fett machen darf. Die Scheiße frisst du. Außer jetzt, wenn ich zum Beispiel halt gezwungen bin, weil ich jetzt zum Beispiel, wenn ich viel Fastfood esse, dann ist halt meistens, nicht immer, aber meistens halt Fleisch dabei. Rainer, auch Fastfood gibt's vegetarische Optionen. Just saying. Ja. Wobei es mittlerweile ja viele Fastfood-Ketten gibt, die auch vegane Sachen oder halt vegetarische Sachen anbieten. Da muss ich ja sagen, okay, gut, ne, kann ich nachvollziehen, ist okay. Aber du bist ja gezwungen, das andere zu kaufen, wie du gerade gesagt hast. Dann esse ich auch mal was Vegetarisches. So. Ach, halt dein Maul! Ach, halt dein Maul! Ich bin bereit zu wetten, ich lege ein 100 auf den Tisch, dass du noch nie einen vegetarischen Burger beim Burger King gegessen hast oder beim Mc's oder sonst irgendwas. Noch nie! Nicht einmal! So, oder halt was Veganes. Aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist dann halt, ja, manchmal kann ich halt nur Fleisch essen in der Woche. Ich kann nur Fleisch essen. Nein, Rainer, nein. Wenn man es darauf anlegt und sagt, ich will meinen Fleischkonsum reduzieren, dann geht das, egal in welcher Lebenssituation. Das geht. Ja? Du verlogener Hodenkobold. Das geht. Woche oder so. Erstens mal ist es oft mal einfach ein billigeres Gericht, anstatt nur Gemüse. Nein, Rainer, ist es nicht. Es ist nicht ein billigeres Gericht. Ja, du kannst da einfach in den Supermarkt gehen und kannst da ein paar, was weiß ich, Paprika kaufen oder Gurke und die fressen. Das ist das billigere Gericht. Gemüse und auf der anderen Seite ist es oft auch einfach so, dass man halt grundlegend einfach eine ganz andere. Es gehört halt auch irgendwo zur Nahrung dazu. So. Auch Tiere essen Fleisch so und oder es gibt bestimmte Tiere, die Fleisch essen. Es gibt auch andere Karnivoren. Ich glaube, waren es Karnivoren oder also Herbivoren waren, glaube ich, Pflanzenfresser, oder? Oder waren es Karnivoren? Ich komme immer damit durcheinander. Ja, dann versuch doch nicht schlau zum Klingen. Versuch doch nicht, Fremdwörter auszusprechen, wenn du deine eigene Scheißsprache nicht einmal kannst. Du kannst Deutsch noch nicht einmal auf Dulli-Niveau.
dann versuch doch dabei zu bleiben, was du wenigstens halbwegs auf die Kette kriegst, bevor du dann mit irgendwelchen Fachbegriffen um dich wirfst, von denen du keine Ahnung hast, weil du keine 3 Hirnzellen nebeneinander liegen hast in deinem kreisligen Grind. Es gibt ja 3 verschiedene. Es gibt die Pflanzenfresser, es gibt die Fleischfresser. Ja, da gibt's die Bienchen, die Blümchen. Und dann gibt es noch die Ja. Omnivoren ist das Wort, nach dem du suchst. Allesfresser. Omnivoren und noch irgendwas anderes. Und dann gibt es die anderen, die sowohl vegan. Bitte? Also es gibt Herbivore, das sind die Veganer, also das sind Pflanzenfresser. Es gibt die Karnivore, das sind Fleischfresser. Und es gibt Omnivore, das sind quasi Allesfresser. Genau, ja. Das sind die 3 Varianten, die es gibt so. Und Bären zum Beispiel sind ja auch Allesfresser, ne? Mhm. So, der Grizzly oder sowas sind ja auch Allesfresser. Die essen Fleisch und die essen Ding. Mein Ding essen die. Ja. Essen auch Zeug. Ja. Also es sind Zeugivoren und Dingsivoren. Mein kleines Mäuschen, hat jemand geschrieben. Digga. Dankeschön an Nation E-Sport Clan. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, ach so, jetzt weiß ich, glaube ich, was dieser gelbe Schriftzug vorhin war, wo ich gesagt habe, irgendwas mit Kuscheln. Das war wohl jemand, der meinen Kanal Mitgliedschaft gemacht hat. Vielen Dank. Genau. An dieser Stelle. Nachträglich. So, ja, ich muss mich mit TikTok noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin da noch ein bisschen zu lame dafür momentan. Ja, du machst ja TikTok erst seit 1,5 Jahren. Kann man schon mal nachvollziehen, dass man sich da noch nicht damit auskennt. Na gut. Kenne ich. Ja. Dafür, dass ich jetzt hier am Berliner Tor bin, gut, jetzt ist das Wetter natürlich auch... Am Brandenburger Tor, du Dulli. Am Berliner Tor. Ziemlich scheiße. Wobei, ich finde es geil. Aber das ist natürlich alles Sache. Aber mich persönlich überrascht, dass ich jetzt hier nicht von irgendwie 100 Leuten angequatscht würde. Ja, das ist super überrascht. Also im Übrigen, heute streamen vom Berliner Tor. Vor ein paar Tagen war er an der Brandenburger Mauer. Hm? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn ich jetzt hier am Platz bin, vor allem weil hier viele Leute rumlaufen, dass mich hier viel mehr anreden oder anquatschen würden. Cowboyhut. Ja. Cowboyhut und Dirty Sanchez nicht vergessen. Ich war ja eben auch draußen. Das klingt vielleicht ein bisschen cringe, aber ich spiele noch dieses Pokémon Go, falls du das kennst. Ja. Ich habe nicht gespielt, aber ich habe es auch auf dem Handy, ja. Ja, ist nice. Kann man immer nebenbei zocken. Ja, klar. Macht doch mega Laune. Jetzt muss ich mal kurz eine Sekunde nachschauen, wie lange ich jetzt online bin. 16 Minuten. Alles klar. So. Ja, wie gesagt, alles an sich soweit ganz geil. Ich weiß nicht, streamst du, machst du Videos auch oder sowas? Ich frage nur, weil ich interessieren würde. Entschuldigung, sprichst du? Alles gut. Ich wollte nur fragen, weil ich wissen wollte, ob du weißt, wie das... ja, da ist so eine feige Sau, ne, die da vorbeiläuft, einen beleidigt und dann weiterläuft. Aber bloß die Fresse aufreißen. Kindergarten. Was mich interessieren würde, weißt du, wie das mit dem Matches funktioniert? Weil da muss man irgendwie live sein, mit jemand anderem live sein und dann geht das irgendwie erst als Option oder so, ne? Ja, ich kann es dir gerne erklären. Schau mal, wenn dir jemand Gastanfragen schickt, ne, dann bist du live, ne? Ich bin zwar mit live, aber ich habe kein eigenes Live. Und da gibt es eine andere Funktion, da kannst du quasi, warte, lass mich kurz überlegen, das auf der rechten Seite ist halt wie gesagt, ne, da lädst du quasi Leute in dein Live ein und auf der linken Seite kannst du Leute, die selber live sind, mit dir zusammen live gehen lassen, verstehst du? Und wenn du mit denen gemeinsam live gehst, dann kannst du ein Live-Match mit denen starten. Okay, also du meinst das Hosts oder Gäste genau, quasi? Host. Das ist quasi und das Host ist quasi, dass ich online bin und andere Leute dann reinkommen und dann kann man auch die Matches machen. Genau. Also Host sind quasi andere Leute, die auch live sind und das andere, also das Gast, glaube ich, heißt das, das sind die Leute, die quasi nicht live sind, aber in dein Live reinkommen. Okay. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Er hat kein Wort verstanden von dem, was der dem gerade gesagt hat. 100%ig. Gar nichts. Er ist jetzt wieder versucht, verkackt das wieder. Ja, wie war das, der Host? So, ich friere mir hier gerade alles ab, was man irgendwie sich abfrieren kann. Rainer, du wiegst über 230 Kilo.
Alles, was du dir abfrierst, ist gut. Es ist gut weiter. Alles. Kann das. Ja, es wird halt auch immer nasser hier gerade. Ich wische die ganze Zeit schon über meinen Bildschirm, aber hilft nichts. Dann danke. Dann darf ich mich vielleicht irgendwo unterstellen. Ja? War das vielleicht eine Idee? Ich glaube, da steht so ein kleines Ding, das nennt sich Brandenburger Tor. Da könnte man sich drunter stellen. Dann regnet es da nicht aufs Handy. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder in einem Video. Oh, was zur Hölle ist denn das? Dankeschön. Ja, Was auf war jeden das? Fall. Ich hab dich auch mal abonniert, ne? Vielleicht sieht man sich ja wieder. Mal gucken. Auf jeden Fall. Dann danke ich dir fürs Zuschauen und danke fürs Dabeisein. Und ja. Dann viel Erfolg noch, ne? Ciao. Dir auch. Tschüss. So, jetzt mal nur spaßeshalber, weil es mich gerade interessiert. Schnelleinstellung. Verbinde dich schnell mit anderen. Sende Einladungen an mehrere Hosts. Rainer, das hast du doch vorhin in einem anderen Video schon vorgelesen. Ey. Gleichzeitig. Also das muss ich wirklich so auf Host-Einladung gehen anscheinend. Warte mal, hier ist eine Einstellungsmöglichkeit. Anfragen von Freunden, Freundinnen zulassen. Anfragen von... Das ist alles an, okay. Also theoretisch gesehen kann mich auch jemand einfach anfragen für Gast. Aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch die ganze Zeit übersehen, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall wollte ich mich noch mal kurz bei euch bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Videos. Jetzt kriege ich hier schon wieder eine... Er checkt halt selber und er labert wieder irgendeinen Mist. Für die Videos bedankt er sich. Für welche Videos willst du dich denn bedanken? Rainer, du bist doch derjenige, der die Videos macht. Hast du jetzt bei dir selber bedankt, oder? Und nein, ihr seht es rechts am Chat. Bei mir hat sie nichts aufgehängt. So, das ist. Ja, schön. Standbild. Richtig, richtig geil. Ein Traum. Ein Traum, absoluter Qualitätscontent. Aber da haben wir jetzt wenigstens. Was haben wir da übersprungen? Von 8. Ja, gute 2 Minuten übersprungen, das nimm ich. Das nimm ich. Zum Namen. Das erinnert mich an. Das erinnert mich an Aragorn. Aragorn hat man ja, das Buch Aragorn, da gibt es ja auch Dorn, das ist der rote Drache. Auch voll cool. Was ist das? I am Syria. So. Oh, er hat jemanden aus Syrien jetzt in seinem Ding und macht mit dem ein Match, oder wie? Weiß jemand zufällig, wie lang so ein Match geht? Ich weiß es gar nicht. Rainer, es ist... Aktivier doch mal den Englisch-Lord wieder und versuch wenigstens mit dem Mo zum Reden. Du hast einfach wild wichsend irgendwelche Leute für ein Match eingeladen. Die Leute, voll krass. How are you guys? How are you? Thank you. Yes, yes. Nice. Aber jetzt kann man sich nicht anschauen. Wenn wir schon mehr gesehen hätten. Komm. Rüber, weg. Jetzt hat er irgendjemanden aus Syrien da in seinem Match drin gehabt. Denen Leid geht's beschissen genug in einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Die brauchen nicht noch seinen kreisligen Grind. Und dass er wenigstens versucht, irgendwie auf Englisch zu reden. Sagt Hallo oder sonst irgendwas, er einfach ignoriert. Mit seinem Chat geredet und einfach ignoriert. Einfach so, hey, hello. Das hätte er vielleicht hinkriegen können, oder? Alter, das war maximal unangenehm jetzt einfach. So. Also. Cooles Match. Bitte was? Cooles Match? Alter.
leider ein bisschen einseitig. Ein bisschen spannender wäre es mir lieber gewesen. Edit. Oder Rainer, nimm die scheiß Kamera weg von deinem kreisligen Shop. Und ja, leider ein bisschen einseitig. Ja. Der hätte ein bisschen unterhalten können hier mich, der Mann aus dem Kriegsgebiet. Ist seit einem Tag dabei. Der 11.11.11. Was? Edit ist seit einem Tag dabei. 11.11.11. 11.11.11 habe ich meine Videos angefangen. Nein, Rainer, hast du nicht. Die Hate habe ich seit 10 Jahren ungefähr. Aber der 11.11.11 liegt ja schon länger zurück. So, meine Lieben. Ich würde an der Stelle jetzt mal Pause machen, Feierabend. Erstmal. Und danke euch mal fürs Zuschauen. Rainer, das Video geht noch ein wenig. Dabei. Das Gedöns gerade übelst windig. Übelst cold. Aber was soll's. So, Leute, schreiben mir mal. Moment. Ich helfe dir, eine Wohnung zu finden. Ja, wenn es so leicht wäre. Das Problem ist jedes Mal, wenn man irgendwas macht oder so, hat man das Problem, dass einem Leute irgendwie nachlaufen oder irgendeinen filmen oder so irgendwas. Ne? Richtig ätzend. So, also, nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder mit dabei. Und das sehe ich schon auf den ersten Blick, wenn jemand auf mich zukommt und irgendwas von mir will. Hallo. Vorsicht, ich bin im Stream, du kannst schon herkommen, aber alles gut. Du musst bedenken, dass man dich hört, das ist kein wenn du Problem. kurz rumredest. Hi, ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn wir ein Bild machen. Mach mal. Wollen wir ihn vielleicht fragen? Aha, Kumpel oder was? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, irgendein Random einfach. Aber er kennt dich scheinbar auch. Jahrelanger Fan, darf ich dich um Autogramm? Vorsicht, ich bin im Stream, da hört man dich. Ja, ist auch okay. Musst du wissen. Darf ich dich um Autogramm bitten? Ja, kannst du haben. Alter, diese Leute, sie sind auch absolut nicht mehr zu retten. Die sind auch absolut nicht mehr zu retten. Die geben ihm jetzt tatsächlich das Gefühl, er hätte Fans. Jetzt echt. Warte. Voll gerne, ja, klar. Dann hau einfach ich weiß schon, wie ich es mache. Und ich würde, warte? Ja, genau. Dann kannst du es so durchreißen quasi. Voll geil. Jetzt habe ich es verwischt, Mist. Ja, alles gut. Wenn du Bock hast, also ich würde dich auf einen Kaffee einladen. Nee, ich muss leider jetzt dann gleich los. Ja, Mach mal noch kurz das Bild und dann. Das ist ein schwer beschäftigter Mann, der Rainer. Das ist ein schwer beschäftigter Mann. Ja? Der muss ganz dringend, der weiter. Vielen Dank. Sag jetzt, wenn ich jetzt wieder hier viel rumstehe, ne, ihr wisst schon, ne? Ja, wir haben es ja schon geschafft. Das Hauptproblem ist halt immer, dass die Leute einen dann immer gleich versuchen rauszufinden, wo man wohnt und alles. Weil sie mich ja schon in 4 Hotels gesehen haben, obwohl es da gar nicht war. Ja, aber es gibt auch gute Leute in der Welt. Ja, klar. Ja, ja, voll gerne. Wenn es die nicht geben würde, dann wäre ich schon nicht mehr hier, da wäre ich schon Montag weggegangen. Kannst du auch hochkant eins machen? Ja, voll gerne. Und jetzt das iPhone nehmen und schnell wegrennen. Darf ich noch? Kannst du noch? Ich kann auch, klar, gerne. Klar, geil. Ups. Machen wir ganz viele. So. Alles klar. Hey, ich wünsche dir alles Gute. Yes, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in Berlin, Rainer. Jo, schauen wir mal, wie es läuft. Geil, oder? Kann man machen. Mir persönlich gefallen die Graffitis nicht überall. Ganz ehrlich, ich frage mir manchmal, wenn bei diesen Leuten, die ihn da anlabern, ja, ob da dann Leute dabei sind, die schon mal an der Schanze waren, die er da schon mal angeschrien und verscheucht hat und jetzt einfach das nimmer weiß, so die einfach nimmer kennt, weil halt so viele Leute da waren und jetzt labern die den an, ja, Foto machen, ja klar, Foto. Und vor 2 Jahren sind sie vor der Schanze gestanden und wollten Poster kaufen und dann hat er als Hurensöhne bezeichnet runter von meinem Grundstück. Wobei ich dazu sagen muss, die ganz coolen Großen oder so, die richtig gut aussehen, die finde ich auch geil. Ja, ich finde es aber schade, dass dann. Ja, es sieht jetzt komisch aus, wenn einer einfach wie einen Stift genommen und drüber geschrieben hat. Das finde ich nicht geil. Aber das ist auch so ein Battle, glaube ich. Ja, manchmal könnte man meinen. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, ne? Hat noch eine wunderschöne Zeit hier. Jo, ihr auch, ciao. So,
Für gewöhnlich hätte ich jetzt noch gesagt, ne? Postet nicht, wo ich bin, aber wo bin ich wohl? Frage. Na gut, also dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Na, jetzt mag das nicht ausgehen. Tschüss. Danke für die Unterstützung. Ja, tschüss zum Ja. Hier ist aber jetzt noch hinten irgendwas dran. Hörst du das? Also, jetzt halt. Auf geht's. Ein weiteres Match. Der schaut wenigstens so aus, als wäre er nicht in Syrien dieses Mal. Gefällt dir das? Also wir reden ist gut. Ne? Ja, es ist halt alles aus, als wäre es so nah dran. Aber dann läuft man da und läuft und läuft und läuft und läuft und kommt irgendwann irgendwie in einer Stunde an oder so. Bin ich nicht gewöhnt. Ja, laufend bist du nicht gewöhnt. Richtig, Rainer. Größenordnungen sind bei uns anders in der Ecke. Ich habe immer viel Geduld. Viele Leute kommen immer zu mir. Ich komme gar nicht nach. Ich habe nur eine Moderatorin, die seitdem ich TikTok habe. Naja, Geduld. Du weißt, Geduld bringt dich zum Ziel. Ich habe auch 7 Jahre gebraucht, bis ich von YouTube leben konnte. Also von daher. Nee. Rainer. Er hat 7 Jahre gebraucht, bis er von YouTube leben konnte. Rainer, du hast trotzdem immer mehr Schulden angehäuft. Also hast du offensichtlich nicht davon leben können. Ich verstehe dich vollkommen, alles gut. Ich meine, es gibt Menschen, die keine Geduld haben. Ich habe zu Menschen, seitdem ich TikTok habe, ich habe denen gesagt, Geduld. Geduld bringt dich zum Ziel. Jeder möchte was erreichen. Wer kämpft, der gewinnt. Ja. Nein, weil in einem Kampf immer 2 involviert sind und einer muss immer verlieren. Ja, klar. Und derjenige, der immer verliert, der ist hier auf der linken Seite vom Bildschirm. Rudi aus. Ohne Geduld kommt. Schau mal, voll krass. War richtig krass. Ja, schön. Danke. Ich komme auch gerade nicht nach mit Alex fragt immer. Der Maßstab ist aber schon stabil. Ich bin gerade durcheinander. Ich meine, ich muss. Naja, gut. Alles gut. Na gut, ich wünsche dir was. Danke, dass du da warst. Klar, gerne. Danke dir. Ja. Und viel Spaß. Gesund. Danke ich dir. Danke schön. Bleib gesund. Jo, du auch. Boah, jetzt wird's nass. Ja, du mich auch. Boah. So, jetzt wird's nass hier. Oh, aber jetzt wird's wirklich nass. Nass. Hätte man einen Regenschirm mitnehmen sollen. Das ist der Rainer überhaupt gar nicht gewohnt, dass in seiner Gegenwart irgendwas nass wird. Na gut, Leute. Außer wenn er sie immer wieder in die Hosen geschissen hat. Ein Live-Match hatten wir jetzt noch. Das überlege ich gerade. Wie er auch dahin wongelt. Man merkt es ja normalerweise, wenn Leute sich im Gehen da so filmen, dann schaut das irgendwie halbwegs normal aus. Bei dem schaut das aus, wie wenn er bei schwerem Seegang auf irgendeiner alten römischen Galeere wäre. Jetzt überlege ich gerade, wie ich vorgehe. Ich überlege, ob ich jetzt noch ein paar Minuten stream. Aber eigentlich Ich habe keinen Bock mehr. War mein Ziel jetzt eigentlich eigentlich war mein Ziel heute für den Stream ein Match zu machen. Jetzt haben wir schon 2 Matches. Richtig tolle Matches, die du da gemacht hast, Rainer. Bis den ganzen Tag am Spazieren. Ja, das ist ja eine Stufe. Jetzt mich fast auf die Waffe gelegt. Rainer, er ist den ganzen Tag am Spazieren und ist trotzdem zu blöd dazu. Ich dachte, Übung macht halt nicht immer den Meister, gell? das ist bloß ein Streifen. Echt gefährlich, ey. Momentan laufe ich viel rum, ja. Schon. Aber was will man machen, ne? Na gut. Dann passt auf. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Mein Ziel habe ich erreicht, aber ich wollte heute mindestens ein Match machen. Jetzt habe ich 2 gemacht. Und dann sehen wir uns morgen, wenn das Wetter besser ist, weil jetzt fängt es an zu pissen, dann habe ich keinen Bock zu streamen. Spoiler-Alarm, morgen war gestern und
Da hat man sich nicht gesehen. Vor allem, weil ich hier schon nass werde. Und ja, mein Pulli ist schon voller Flecken. Ja, das liegt aber nicht am Regen, Rainer. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Wir sehen uns dann morgen im Stream. Würde ich sagen. Falls ich morgen stream. Ansonsten gebe ich euch nochmal Bescheid. Schaut aber auf meinem Blog auf jeden Fall da vorbei. Denn auf dem Blog erzähle ich euch auf jeden Fall noch, was Sache ist. Und ja, auf dem Blog wird gelogen, dass die Sparte kracht. Und im Idealfall versuche ich euch auch da Bescheid zu geben, wann ich streame. So. Dann danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü. Rainer. Gut. Wo sind wir? 1 Stunde 20. Easy. Damit wäre ich wieder up to date. Wenn der heute jetzt nochmal irgendeine Scheiße rauspimmelt, dann raste ich komplett. Ich habe am Wochenende keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich sag's euch, wie es ist. In diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut. Vor allem nicht irgendwelche Leute in irgendwelche Matches auf TikTok einladen und dann einfach irgendwie sich wie das hinterletzte Arschloch verhalten. Und ja, Medal off.